Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Wir scheinen einen Knick in der Matrix zu haben. Wir machen zum dritten Mal Reiners Bumsknödel Kommune Manifest des Glaubens whatsoever. Und weil ich das nicht alleine aushalten kann, habe ich mir diesmal Unterstützung dazugeholt. Bitte sehr. Ja, Mädel, ich bin der Bewährungsversager. Mit ganz wichtig. Und ja, ich freue mich drauf. Es wird bestimmt lustig. Denn Rainer und seine Kommune, das ist ja ein sehr leidiges Thema. Zum dritten Mal Er wird fängt nicht, er diesen Mist jetzt an. er wird nicht müde. Ja, Er wird nicht müde äh, von der Scheiße. Er ist besessen von dem Mist. absolut. Das ist wirklich gottlos. Es ist hardcore. Fiebertraum ist das aktuelle Modewort, glaube ich. Ja, Ich das, habe mir das Neue noch gar nicht komplett durchgelesen oder angehört. Deswegen, ja ja, freue ich mich umso mehr drauf. wir gucken das Ganze bei Heilige Ofenkäse 2. Er hat das, ja Gott sei Dank, alles gesaved hier, und von der KI vorlesen lassen. Und das dauert 4 Stunden, 16 Minuten. Und wir machen heute, schauen, dass wir so in so knapp 1 Stunden Häppchen zusammen basteln. Ich kann euch nicht versprechen, ob der Bewährungsversager immer mit dabei ist, aber wir versuchen es so oft wie möglich zu schaffen. Mhm. Ähm, Das wird ja von der Reini-KI vorgelesen, gell? mhm. Sind da auch ab und zu irgendwelche was dabei? Nein, das nicht. So gut ist die KI Okay. dann doch wieder nicht. Aber ich hab reingehört, ich glaube, die erste Stunde habe ich schon mal gehört. So nebenher beim Putzen. Mhm. Und es sind wilde Sachen auch dabei. Es sind wilde Sachen dabei. Und ja, wir wissen jetzt, Rainer hat sich natürlich nicht aus dem Internet zurückgezogen, sondern er hat lediglich seine komischen Digi-Doggy-Battle-Accounts stillgelegt und im Hintergrund fleißig trotzdem wieder seine kruden Fantasien ins Internet gewichst. Ja. Also alles gemacht, außer sich irgendwie nach Arbeit zu erkundigen oder so. Hm. Oh, oh, weißt du, was mir Das. auch noch aufgefallen ist? Ich muss noch ganz kurz vom Thema abweichen. Wir haben vorhin gesprochen, dass ihr dieses Video da gemacht habt. Im Übrigen, ja, hallo Sigrid, er geht mir fremd, er ist Polyamor. Hahaha. Nee, dass ihr dieses Video gemacht habt mit den Sponsoren. Ihr Und, seid beide unmöglich. Ohne Witz. und ich bin am Anfang schon matt geworden, weil dieses unmögliche Stück Ding, ja, die Dreistigkeit, ich kann sowas nicht haben, die Dreistigkeit hat, diesen Fuck-Stream anzuschmeißen und dann erstmal Fettbämme fressen 10 Minuten lang. Was ist los mit dem Typen? Ich begreife es nicht. Da sollte ich dir mal sagen, dass ich da bestimmt, ja, so locker 3, 4, 5 Minuten rausgeschnitten habe. Also, wo einfach nur gefressen wird und er in die Kamera oder auf den Chat guckt. Alter, Oder sich ein neues Brot schmiert. die, Da ist Die ordentlich Fresserei was bei ihm, rausgeschnitten. die habe ich so dick. Das Schlimmste war das, wo er im Zug saß und diesen Fertigobstsalat gefressen hat. Alter, ich hätte ihm am liebsten, ey, ganz ehrlich, mit, ne, die kinetische Energie am Fallbeispiel erklärt. Das war so. Na Ja, gut. es ist wirklich schlimm gewesen, ne? Aber, werden wir nicht lang umeinander. Hockt euch her, sagen wir mehrer. Reißt euch eine Häube auf, ihr werdet sie brauchen oder ne, euer Mittel der Wahl, um solche Dinge zu ertragen. Mir ging ein Einer in Rainer und du hast einen ersten Playbutton, ne? Mhm. Manifest des Glaubens. Anders als in vielen Religionen und Glaubensarten ist unser Glaube nicht absolut. Das ist so geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Worte hat er gebraucht bis zum ersten Punktierungsfehler. Obwohl der erste Fehler ist in der Überschrift. Free, Love and Peace. Es soll Freiheit, Liebe und Frieden bedeuten und Free ist halt ein Adjektiv und kein Substantiv. Ja. Rainer. Komm, aber das geben wir ihm jetzt einfach mal. Aber sag mal, Oder? anders als in vielen Religionen und Glaubensarten ist, das Komma gehört da nicht hin, unser Glaube klein. Alter, dass er das nicht.
er ist sogar zu faul, das Copy-Paste in Chat-GPT einzufügen und zu sagen, bitte korrigier mir das. Nach deutscher Rechtschreibung. Einfach bitte einmal sauber machen, sodass es passt. Schreib mir die Wenns mit 2 N, mach mir die Kommata dahin, wo sie hingehören, mach mir die großen Kleinschreibungen bei Substantiven, so wie sie passen. Nein. Passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Ja, passt schon, hätte ich gesagt, aber das ist eh wurscht. Ich bin als Christ geboren und erzogen, habe aber schon früh gemerkt, die Religion. Niemand wird als Christ geboren, weil Christ bist du frühestens ab der Taufe und die findet traditionell eher nach der Geburt statt. Ne? Absolut. Und Glaube hat ein großes Problem. Viele Kriege, die auf der Welt geführt wurden oder sogar bis heute werden, haben ihren Ursprung in den verschiedenen Religionen. Das ist traurig, aber ein realer Fakt. In unserem Glauben respektieren. Fakt ist letzten Endes, ich kann auch, ich mein, irgendwo stimmt's schon, aber ich kann, Ja, ich kann diese Argumentation nicht mehr hören. Ich bin selber Atheist und halt Religion für höchstgradig bescheuert, aber ich finde, Religionsfreiheit ist ein wichtiges Recht, weil es mich nichts angeht, was andere Leute glauben. Ne? Und Ja, wenn ich die finde, damit, es ist halt es ist ein schwieriges Thema, also Religionsfreiheit. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, jeder soll glauben, was er will, ganz klar. Aber ja, in manchen Religionen werden die Leute dann halt auch von anderen Mitgliedern dieser Religion zu irgendwelchen Sachen ja gezwungen, was weiß ich, Vollverschleierung und sowas. manipuliert und Ja, ja, ja. genau. Und so, dass sich Frauen komplett verschleiern müssen und sowas. Und dann muss man immer schauen, ja, ob sich das nicht mit dem Gesetz in dem jeweiligen Land halt irgendwie beißt. Weil Ganz was ist denn, Ich würde was lieber ist in einer Welt wichtiger? leben, in der es keine Religion gibt. Das sage ich dir ganz Ja, ich ehrlich, auch. weil ich halte es erstens für bescheuert und zweitens, wie du sagst, es wird halt als Machtinstrument benutzt, um Leute zu kontrollieren zum eigenen Vorteil. So. Und das ist Ja, genau. bei fast jeder Religion so. Und ich glaube, das ist auch das, was er hier eigentlich ausdrücken will, aber in seiner üblichen Dullihaftigkeit rattert er einfach nur die Plattitüden runter, die andere Leute vor ihm schon mal gebracht haben. Ne? Ja, richtig. Und ja, man muss halt da unterscheiden oder beachten, was ist denn wichtiger oder was zählt mehr? Die Gesetze aus einem Land oder die religiösen Gesetze? Ja. Und da bin Weil ich ich bin der definitiv bei Meinung, den Gesetzen. Ja. ja, vom Land, genau. Ja. Weil ich kann dann ja theoretisch auch einfach meinen eigenen Glauben gründen, so wie er jetzt, und dann sagen, ja, es herrscht ja Religionsfreiheit und in meiner Religion ist es so, dass man keine Steuern zahlt. Ist ja bei ihm anscheinend so. Aber dann, ich kann das dann nicht als Argument benutzen. Es gibt von Fanny van Dunn gibt's ein sehr, sehr gutes Lied. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt. Van Dunn, glaube ich. Das ist auch sehr religionskritisch. Da kommt die Zeile drin vor, sind verletzte religiöse Gefühle, sind schmerzhafter als andere, genau. Sind verletzte religiöse Gefühle schmerzhafter als andere. Das ist, ja, weil die Leute immer so super empört tun, ja? Wenn sie einem mit ihrer Religion auf den Piss gehen und man dann sagt, hey, du hab deinen Glauben so, ich halt's halt für dumm und ich will darüber nicht reden, weil interessiert mir nicht, dass die dann so super, oh, was hat er nicht gesagt? So, dann, Ja, genau. Mhm. naja. Und akzeptieren andere, egal welchen Glauben. Anders als in den meisten Religionen gibt es in unserem Glauben aber keinerlei Götter Welchen Glaubens? Bitte gerne geschehen. oder andere Wesen, die wir anbeten. Unser Glaube beruht teilweise auf beweisbaren Fakten und Teil auf die spirituelle Welt unserer Mitglieder. Wir wissen ja, beweisbare Fakten sind Reiners beste Freunde. Ne? Also, Ja, die Haut ist kein Organ. du kannst an alles glauben. Du kannst daran glauben, dass es Gott gibt oder Allah oder Buddha oder was weiß ich. Oder dass die Haut kein Organ ist. Kannst du alles glauben. Es ist halt alles gleich dumm. Ich habe Landezeit ohne Glaube, also als Atheist gelebt. Ich habe Landezeit. Ich auch. Ja, Rainer und Schreiben. Es ist einfach geil. Und dann wieder ohne Glauben. Das ist Akkusativ. Da fehlt auch ein Komma. Das ist das Komma von oben nach dem Ist. Das ist einfach.
Er weiß, Aber und Atheist hat er richtig geschrieben. wahrscheinlich weiß er, wie viele Kommata da reingehören, und er verteilt sie einfach willy-nilly, so. Ich habe aber immer geglaubt und gespürt, dass da mehr ist. In meinen nun über 35 Jahren habe ich meinen eigenen Glauben gegründet. Okay. Und jetzt hier wird es eigentlich interessant. Er sagt, er hat seinen eigenen Glauben gegründet. Mhm. Die ganzen Sätze davor und jetzt auch in dem danach redet er aber immer von wir. Also, wer ist denn wir? Vielleicht Wenn ist das der Pluralis Majestatis, glaube ich, heißt das, oder? Keine Ahnung, ich bin kein Germanistikstudent. Nee, das ist doch, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Mittelalter, wenn sie den König angesprochen haben, dann hast du ja auch nicht du oder sie gesagt, sondern eure Majestät oder, ne? Mhm. Ja, aber du weißt, was ich meine, gell? Er Mhm. sagt seinen eigenen Glauben, aber redet die ganze Zeit von wir. Und wir heißt ja eigentlich, ja, müssten eigentlich schon mehrere Leute sein. Ja, vom Gewicht Und her passt's, ne? ja, natürlich, vielleicht ist auch der Joker 1510, der Drachenbarde und sowas. Vielleicht sind die ja schon irgendwelche Kardinäle in seinem Glauben. Achso, meinst du, er hat zu dem Glauben noch eine ordentliche Persönlichkeitsspaltung entwickelt? Ja, die gab es ja auch davor schon, Also, oder? Die weil mehreren Kanäle und so. hoffentlich wird aus Rainer nicht sowas wie das Beast aus ne? Split. Das wäre Oh nicht Gott, cool. ja. Das war auch ein großartiger Film. Geiler Film habe ich Ja. gefeiert. Ja. Und auch Glass fand ich dann gut. Ich fand Glass zum großen Teil gut, aber das Ende war halt Aizer. Da haben sie einfach richtig reingeschissen. Ja, das war einfach so der billigste Kampf, den es ja zu Er der ist ja Zeit irgendwie gab. einer ist der mächtigste Superheld irgendwie auf dem Planeten, und er stirbt, indem man ihn in einer 5 Zentimeter tiefen Pfütze ertränkt. So. Die hätte er leer saugen können. Es ist schlimm gewesen, ja. Aber der beste Film von den dreien fand ich dann Unbreakable. Den fand ich wirklich sehr Der gut. war sehr, sehr gut, ja. Wir glauben an die Energie in uns selbst und um uns herum. Energie kann weder erschaffen noch vernichtet werden, ist Die Energie in ihm selbst ist im Übrigen diverse Gase aufgrund seiner hanebüchenden Ernährung, und die Energie um ihn herum ist die Umlaufbahn, die sich gebildet hat, das Gravitationsfeld um ihn herum. Da muss ich irgendwie an Family Guy denken. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja, da habe ich es auch her. Ah, okay. Wo er Brian Peter so einen Apfel zeigt. Und man denkt erst so, der sagt dann, er weiß nicht, was das ist. Und der wirft den Apfel dann so hin, und dann dreht sich der Apfel um ihn rum. Ja, genau. Und es gibt auch so einen Chuck, das war kein Chuck Norris, sondern das war dein Mutterwitz. Ne, von wegen, deine Mutter ist so fett, dass 2 kleinere Mütter in ihrer Umlaufbahn kreisen. Das ein Gesetz der Thermodynamik. Und kann man zu Rainer im Übrigen auch sagen, weil da trifft es tatsächlich zu. hier kommt der teilweise wissenschaftliche Aspekt unseres Glaubens ins Spiel. Genau wie nach den Gesetzen der Thermodynamik. Energie weder zerstört noch erschaffen werden kann, glauben wir, die Energie weder positiv noch negativ sein kann. Er labert hier von Thermodynamik in einem Vorschuldeutsch, das mir die Zehennägel aufzeigt. Er versteht auch nicht den Unterschied zwischen, ja, so spiritueller Energie und der Energie in der Thermodynamik. Ja. Das macht absolut keinen Sinn. Der teilweise wissenschaftliche Aspekt, ja, stimmt. Ich bin gerade gar nicht drauf gekommen. Das eine ist halt imaginäre Esoterik-Scheiß, und das andere ist halt nachweisbare messliche Größe, ne? Ja, genau. Wenn du irgendwas verbrennst, dann entsteht da auch Energie, und die kann dann zum Beispiel in, was weiß ich, in Drehbewegungen umgewandelt werden oder sowas. Oder Solarenergie oder das ist ja Thermodynamik. Aber das, was er hier labert, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und dass er dann sagt, ja, ist der wissenschaftliche Aspekt von dem Glauben. Es ist kompletter Schwachsinn. Ja, mit Wissenschaftlichkeit halt genauso viel zu tun wie die Haut ist kein Organ. Ne? Mhm. Wir glauben, dass Energie durch uns negativ oder positive gelenkt wird. Energie kann man auch spüren.
Sie ist in uns und über. Ich verstehe auch den Gedanken hier nicht. Wir glauben, dass Energie durch uns negativ, schreibt er klein, oder positive gelenkt wird. Das Positiv schreibt er dann groß und mit einem E hinten. Warum? Wie komme ich darauf, diese zwei Worte, die ja wirklich sehr, sehr artverwandt sind und wo man sagt, hey, das muss ja mehr oder weniger dann am Ende gleich geschrieben werden, so unterschiedlich zu schreiben und das nicht zu checken. Ja, vielleicht hat er hinter dem oder ein ins vergessen. So, oder ins Positive gelenkt wird. So, Ja, aber dann hätte er vorher auch eigentlich ins Negative. ja, in einem Satz sich, ja, dreimal rumdrehen, das packt halt nur er. Überall um uns herum. Sie kann Form annehmen. Man kann sie sehen, spüren und auch hören, wen man es will. Wir alle bestehen zu einem Teil aus Ich würde den, wie gesagt, ich würde ihn gerne mal kinetische Energie spüren lassen. So, das wäre, hätte ich Bock drauf. Energie. Wir nutzen Energie in uns, um uns zu bewegen, um zu denken. Wir können Energie spüren, Wir wenn wir schon. starke Emotionen spüren. Wir können Energie sehen, wenn sie sich in Form von Blitze enthält oder in Form von Wind. Es gibt Entlädt, wollte er doch sagen, oder? Von Blitzen. Erst, genau, also enthält, hä? Und dann, wäre es nicht reiner, könnte es fast lyrisch sein, wenn sie sich in Form von Blitze entlädt. Aber es ist halt nicht lyrisch, sondern hageldumm. Absolut. Ne? Johann Wolfgang von Winkler. Mhm. so viele Arten und viel mehr. In unserem Glauben sind Dinge wichtig wie 1. Ein freier Geist, der aufgeschlossen für Neues und anderes ist, da man Ja, okay. Also ich glaube, hier können wir zu jedem Einzelnen irgendwas sagen. Ja. Rainer, der ja bekannt dafür ist, dass er so aufgeschlossen ist, Mhm. vor allem Für wenn Neues. andere Leute ihm irgendwas sagen oder sagen, ja, probier's doch mal so, mach's doch mal anders. Rainer, Und das, er Rainer, das heißt konsequent- nicht T-Shirter. Doch, das heißt Ja. T-Shirter. Rainer, die Haut ist kein Organ. Doch, die Haut ist ein Organ. Ja, genau. Also ich glaube hier, da scheitert's schon. Aber ja, Religionen sind ja an sich sehr widersprüchlich. Also vielleicht hat er sich das auch irgendwie abgeguckt. offenen Auges die Welt sehen sollte und unvoreingenommen betrachten. 2. Die Freikörperkultur FKK und Liebe zu dem, was uns lebendig macht. FKK, weil man sich so auf die Ursprünge besinnen sollte. Das ist Bullshit. Also, na, ich bin selber kein FKK-Anhänger. Wir haben irgendwelche Berichte gesehen, wo sie heißen, ja, keine Ahnung, warum machen die das und so. Was ich so mitgekriegt habe, ist das, keine Ahnung, mehr oder weniger eine Lebenseinstellung, ist viel auch kulturell. Im Osten war es, glaube ich, mehr als bei uns. Aber das tut ja alles nichts zur Sache, weil Rainer ist ja, der will ja diese FKK-Geschichte nicht deswegen, sondern es geht ihm da ums Bimsen und ums Gaffen. Ne? Absolut. Und das können wir eigentlich auch ganz leicht erklären. Wenn Rainer so ein FKK-Typ wäre, dann wäre er doch daheim meistens nackt rumgelaufen oder er in seinem Garten oder allgemein wäre er sehr viel häufiger, ich weiß, das ist eine schlimme Vorstellung, aber ohne Kleidung gesehen worden. Mhm. Also es geht ihm bei FKK wirklich nur darum, wenn es in Verbindung mit anderen Menschen ist. Ja. Ja. Und was meint er denn hier mit und Liebe zu dem, was uns lebendig macht? Was meint er denn damit? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendein Hohlersatz, damit die Luft scheppert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, habe ich nämlich auch nicht verstanden. Meint er damit irgendwie Sexerei oder keine Ahnung? Ja, wahrscheinlich. Er, Hm. er hält sich ja auch immer sehr, sehr vage. Es ist ja, man merkt es auch immer, wenn er mit irgendwelchen Bärchen oder sowas redet. Er will gewisse Dinge nicht sagen, weil er schon weiß, dass das nicht gut ankommt. Ne? Ja. Aber er hält das dann so vage, dass wenn er am Ende dann doch drauf zurückkommt, sagt, er habe nie behauptet, dass ich das nicht will. Ne? Ja, richtig. 3. Ernährung.
weder vegetarisch, vegan noch übertriebener Fleischkonsum, sondern Ausgewogenheit. Kommt mit Körper und Geist. Du wolltest auch keine Pause machen, oder? Ja, und zwar verstehe ich jetzt nicht, warum weder vegetarisch noch vegan. Also müssen die anderen Leute Fleisch essen, auch wenn sie das nicht wollen. Freilich, Also- weil der Rainer ist der große hier Ernährungsexperte, wissen wir ja. Wir haben seine Einkaufsvideos gesehen. Und Mhm. der verzeiht denen schon, was sie zum Fressen haben. Freilich. Alter. Und vor allem, Menschen sind Omnivoren. kein Ja, übertriebener Fleischkonsum. Ja, das wüsste ich aber bei ihm. Ja, das wüsste ich Ja. aber. seine Grillstreams. Die Grillstreams, Alter. Klafterweis hat er da das Jahrfleisch bis zur Unkenntlichkeit verkohlt auf diesem Grill liegen lassen, damit er sich dann ins windschiefe Gesichtsarschloch geschürt hat. Ey, aber er erklärt es hier den Leuten, wie sie zum Fressen haben. Allesfresser. Damit ist der geistige Zustand, wen man sich Fleisch verweigert, nicht nur für Körper, sondern auch für den Geist ungesund. Das ist ja Schmarrn. Meine Frau ist Vegetarierin. Und Okay. dementsprechend esse ich auch, seitdem wir zusammenleben, weniger Fleisch. Und die kommt super damit klar. Ja? Ich weiß, bei Veganern kann es oft einmal sein, dass man irgendwas substituieren muss. Oder sich von ganz bestimmten Sachen miternähren muss, aber das kann schwieriger werden. Aber vegetarisch ist eigentlich überhaupt gar kein Problem, ausgewogene Ernährung zu haben. Überhaupt nicht. Ja, und ich gehe mal davon aus, wenn du sagst, du isst weniger Fleisch, dass du, wenn du dann Fleisch isst, auch höherwertiges isst, oder? Meistens, ja. Also klar, ab Ja. und zu droppt man, wenn man irgendwie besoffen aus der Kneipe kommt, droppt man schon mal beim McD ein oder so. Das kann schon passieren, aber ja, letztes Jahr habe ich so einen richtig geilen, war im Bioladen bei uns war um 50% runtergesetzt, so richtig guter Rinderbraten. Habe ich im Römertopf gemacht und mit so Rotweinsoße dazu, Alter. Das war richtig. Ja, das klingt doch gut. Also du schürst ja nicht diese Fleischwurst rein. Na, Kiloweise. die schon so rund abgepackt ist, die ganz unten im Regal immer liegt, oder? Ja, genau. Oh. Wild. Viertens. Die Energie in und um uns ist weder positiv noch negativ. Erst unsere Handlung lenkt die Energie in eine positive oder negative Bahn. Na, das stimmt auch nicht. Seine Gedanken, die er da hat, ja, die Gedanken zählen ja auch hier zu Energie seiner esoterischen Meinung nach, die sind schon negativ, bevor er handelt. Richtig. Ja? Also bevor er eine Prima Noctis-Geschichte geschrieben hat, war das schon in seinem Kopf und da hat das mit positiv überhaupt nichts zum Tor gehabt. Ja? Ja, vielleicht denkt er aber auch, das ist Ansichtssache. Ja, wie gesagt, er lehnt ja im Endeffekt, es war ja vorher schon, ich hab's hier nicht mehr auf dem Schirm, bei seinen alten Manifest des Glaubens, Kommunen-Bullshit, hat er ja schon auch immer deutlich gemacht, dass er die Rechtsprechung so ablehnt, sondern dass er das so als gesellschaftliches Konstrukt sieht und das nicht cool findet, so wie wir das handhaben. So, das ist immer im Auge des Betrachters, wenn du bist der Hero of your own story, so in der Richtung. Ne? Ja. Und ich glaube, das hat er da absichtlich reingemacht, einfach um sich selber zu rechtfertigen für die Dinge, die er getan hat oder die ihm durch den Kopf durchgeistern. Ne? Ja, der Rechtfertigungslord. Ich sag bloß irgendwie Frauen im Schlaf betatschen oder dergleichen. Ne? Genau. Fünftes. Verzicht ist genauso schädlich wie Gier. Mäßigung ist gesünder. Daher soll 230 Kilo Dulli, verzeiht mir was? Das Mäßigung gesund. Mäßigung. Verzicht ist genauso gefährlich wie Gier. Mäßigung ist gesünder. Zitat Heinrich der Achte.
Also ganz ehrlich, Verzicht würde ich jetzt nicht als schädlich sehen, vor allem nicht so wie Gier. Absolut nicht. Und jetzt erinnerst du dich an dieses Video mit den 7 Todsünden, Mhm. wo einfach wirklich alle auf ihn zutreffen und er am Schluss irgendwie sagt, ja, nur 2 treffen zu. Er ist nicht maßlos. Er kennt sein Maß, aber das halt einfach maßlos ist. Es ist Das, wirklich bei all diesen Dingen, ob es jetzt die 7 Todsünden sind oder irgendwie diese Tests, ob jemand eine narzisstische Störung hat oder sowas, oder ob jemand irgendwie ein Soziopath ist. Jedes Mal, wenn du da durchgehst und du legst da den Rainer drüber, jeden einzelnen Punkt kannst du abhaken. Immer. ja, richtig. Äh, zu diesen 7 Todsünden, wir wurden mal gefragt, ob wir auch mal die 10 Gebote machen. Also auf Rainer bezogen. Das haben wir offline kurz abgearbeitet. Das war dann eine Sache von 3 Minuten. Ja, getötet hat Aber er noch ich kann es niemanden. dir auch. Ansonsten Genau. die anderen 9 Ja, hat er alles. abgehakt. Ja. Genau. Richtig. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Ja. Also, Baby Baby Chrissy. Chrissy, sie Ja. hat einen Freund. Egal. Äh, ja, du sollst. Okay, du sollst nicht Ehe brechen, das auch nicht. Ja, Aber aber das hätte er ja versucht. Ich glaube, die war ja auch verheiratet mit dem Dude, oder? das kann ich dir nicht Ich würde sagen. sagen, Ich weiß nicht, ob zu der Zeit. ich würde sagen, Versuch ist da schon auch strafbar. Also, ne? Mhm. Also, stehlen, braucht man nicht reden, ne? Alter. Nee, Ah, es ist schon du sollst Vater und Mutter schlimm ehren. Mein gewesen. Vater ist tot, meine Mutter ist eine dumme Lampe. Ja, ganz genau. Oh. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist mir egal, und wenn mich die ganze Welt hasst, bin ich immer noch da. Ah, Was ja. gab's da noch? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Ja, das könnte man so mit Neid gleichsetzen. Ja, Geh bei fremden du Leuten in sollst die den Wohnung und seid Feiertag runter von meinem heiligen. Grundstück. Du sollst den Feiertag heiligen. Ich Kennen. arbeite immer. Für mich gibt's keine Feiertage. Ich arbeite 24/7. Nachtschicht und danach direkt in die Frühschicht und dann in die Spätschicht. Ja, das ist schon schwierig, ha? Sollte man sich Mhm. weder etwas verbieten noch übertreiben. Sechstes. Mindestens am besser mehrmals täglich 5 bis 10 Minuten 5 alles gegen Willi. beiseite legen, sich Nein. auf sich selbst konzentrieren und in sich gehen. Also sich was hinten reinpömpeln. Nee. Also, dass Rainer mehrmals am Tag alles stehen und liegen lässt, das glaube ich ihm. Um sich 5 bis Obwohl 10 er fängt ja Minuten nicht auf sich wirklich was selbst an. zu konzentrieren. Ja, das ist auch noch richtig. Ja, da muss man sich halt irgendwo kurz einloggen und dann reichen da, glaube ich, 5 bis 10 Minuten. Das ist ja praktisch, weil so einen X-Hamster, den kann man nicht verhungern lassen, ne? Genau. Und jetzt habe ich einfach mal eine persönliche Frage an dich. Du bist ja auch ein Typ Ja, und hast bestimmt auch schon den ein oder anderen Schmuddelfilm gesehen ja. auf irgendwelchen Seiten. Oder das ist allgemeine Frage an die Jungs. Loggt ihr euch auf solchen Seiten ein? Nein. Also macht ihr euch extra Accounts, weil du kannst doch so oder so einfach alles angucken. Ja, ich log mich ein mit, bist du über 18? Ja. Und dann, Ja, genau. Deswegen, ich verstehe auch nicht. Er wusste doch bestimmt, dass es diesen einen Bot da gibt, der sogar trackt, wenn er sich auf auf der diesen, Hamsterseite da ja, einloggt. Warum meldet man sich für sowas da an, um zu gucken? ich weiß es Also, nicht. ich verstehe es echt nicht. Ich glaub wahrscheinlich, weil du sonst irgendwie, das sind wahrscheinlich dann diese Social Media Komponenten, die sie da darauf haben, irgendwelche Kommentare schreiben, Chats oder sowas nutzen. Und der hat ja diese Portale nicht nur zur Selbstbefleckung genutzt, sondern hat auch versucht, da irgendwelche Mullen klar zu machen, weil er sich gedacht hat, wer sich auf den, also Frauen, die sich auf den Seiten anmelden, die sind vielleicht lockerer zu haben. Mhm. Ist ja das Cola-Bärchen-Ding, die haben sich ja auch irgendwie über PH kennengelernt, glaube ich, oder so. Ne? Ja, stimmt. Stimmt. Aber trotzdem. Nee, im Leben würde ich mir da keinen Account machen. Ha?
Ja, wenn damit ich man mir die einen Energie schleudern will, dann möglichst- logge ich mich nicht erst ein. Nee. Verdammt, wie war jetzt mein Passwort nochmal? Ja, genau. Long John wer? Was? positiv einsetzen kann, muss man sich seine eigenen Taten anschauen und auf sich selbst besinnen. 7. Andere mit Respekt und Anstand behandeln. Wer andere schlecht behandelt, wird auch irgendwann selbst schlecht behandelt. Mit Ja. diesen und anderen wie Grundsätzen man- beschäftigt sich unser Glaube. Hör auf zu drücken. Da sich unser Glaube okay, aber okay, ich höre auf zu drücken. Alter, wie man so krass spiegeln kann. Der Punkt 7 ist das, was wir ihm seit 12 beschissenen Jahren sagen. Ne? Hör auf, die Leute respektlos zu behandeln, dann hören die auf, dich zu haten. Ne? Hör auf, sie anzulügen, hör auf, sie zu beschimpfen, hör auf, sie zu beleidigen, dann hören die auf, dasselbe mit dir zu tun. Und er schreibt es hier hin und er begreift ja offensichtlich, dass der Zusammenhang so ist, aber er kann das nicht auf sein eigenes Leben umwälzen. Nee, das kann er bei keiner seiner Aussagen, wo er auf die Hater bezieht. Es sind immer die anderen schuld, nie er. Er macht alles richtig, er will nur sein Leben leben. Ne? Und oben ist der X-Button. Und es ist immer dasselbe, dass er. Mir ist auch kein anderer Mensch bekannt, der so wenig Selbstreflexion hat wie er. Nee, es geht Also, dass er nichts absolut checkt. nicht. Ich auch nicht. Aber weißt du, was ich gerade jetzt erst bemerkt, was mich richtig triggert? Dass da, Hast du vergessen, die Aufnahme zu starten? nein, die Aufnahme läuft noch. Da wäre ich anders Okay. ausgerastet. Aber nein, dass er die Punkte nicht mit Punkten macht, ne? Es sind ja Unterpunkte, sondern mit Komma. 5, Komma. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen. Und, Ja. bei der 7 hat er noch ein Leerzeichen dahinter gemacht. Bei den anderen nicht, aber 7, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen, andere mit Respekt behandeln. Wie dumm kann man eigentlich sein? Deswegen liest die KI das doch auch so komisch Ja. vor. Also Kinder, wenn ihr das hier seht, das ist der Grund, warum man statt zu Hause sitzen und Pokémon schauen, vielleicht doch mal ein paar Mal in die Schule hätte gehen sollen. Ne? Richtig. ebenso weiterentwickelt wie wir, ist das natürlich nur ein sehr kleiner Teil des großen Ganzen. Grundlage unseres Glaubens. Unser Glauben richtet sich, wie bereits erwähnt, nicht an übernatürliche Wesen, nicht an Götter oder Dämonen, noch an andere Wesen, Weißt du, das nicht unser Glaube? Mhm. Aber welche Menschen der beeinflussen wollen. Der Vorleser ist zu schnell, hm? Oder der Text zu langsam, eins von beiden. können oder würden. Vielmehr glauben wir an die Energie im Universum und uns selbst. Wir zweifeln nicht an die Existenz solcher Wesen, glauben jedoch nicht, dass dies Interesse daran haben, unsere Existenz in welcher Art auch immer zu beeinflussen. Letzten Endes steht es unseren Mitgliedern frei an, göttliche Wesen zu glauben, sollten sie das wollen. Allerdings beten wir in unserem Glauben nichts und niemanden an. Ob Energie in positive oder negativen Bahnen gelenkt wird, liegt einzig und allein an uns selbst. Energie ist weder gut noch böse, positive noch negativ. Wir sind Jetzt sagt er wieder positive. Ich Also- check's auch nicht. es, die Keine wir Ahnung, eine Richtung- vielleicht will er klug klingen und dann so ein bisschen Englisch reinballern. So. Einfach ist nur doch ein hier- dran, ne? Positive Vibes, man. Und negativ. Und negativ. gibt. Genauer gesagt unser Denken und Handeln. Durch unser Denken und Handeln nutzen wir die Energie in uns und oder um uns. Es gibt Menschen, die Energie sogar bewusst nutzen, meist allerdings passiert es unterbewusst. Das ist auch Bullshit. Es gibt Menschen, die Energie bewusst nutzen. Nein, hast du nicht gesagt, Rainer. Echt jetzt? Menschen benutzen Energie bewusst. Atemberaubend. Wirklich Ja. atemberaubend. Benutzt du deine Energie daheim auch bewusst? Nee, Wenn du das Licht anmachst oder so. rein unterbewusst benutze ich meine Energie. Ja, wenn ich aber bewusst Energie nutzen kann ich gar nicht, weil ich bin nicht so schlau wie der Rainer. Also wenn ich praktisch mir eine Nuss knacken will und der Nussknacker nickt daneben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, aber unterbewusst im Schlafwandel oder sowas. Und am nächsten Tag wache ich auf und habe 20 Nüsse geknackt. Ja, okay. Also so kenne ich das nicht, aber gut.
Was für ein. Aber das ist doch wieder ein komplett hohles Geseiere, was er da wieder runterlässt. Hauptsache die Ne? Luft scheppert. Wir haben verlernt, uns der Energie zu öffnen. Auch das ist etwas, das wir in unserem Glauben ändern wollen. Jeder sollte sich am besten mehrmals täglich 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen. Wir haben verlernt, uns der Energie zu öffnen. Übersetzt uns mal kurz. Rainer hat massiv einen Arsch offen. Seine eigenen Handlungen betrachten und sich auf seine eigene Energie konzentrieren. Wir wissen und glauben, das Wort große Macht haben mehr als körperliche oder allgemein physische Taten. Hä? Wir wissen Wir wissen und glauben, das Wort große Macht haben mehr als körperliche oder allgemeine Ja, physische Tat. dass Worte große Macht haben, meint er ja. Oder Ah, okay. und was? Okay, Körperliche. ja, doch, ich glaube, das ist der Sinn dahinter, glaube ich. auch, dass nicht jeder und auch Und sind denn nicht eigentlich alle Taten physisch? So, wenn man irgendetwas tut? Ja, doch, schon, oder? Ja, oder bei körperlich ist Obwohl, ja wenn man sich Gedanken automatisch. macht, ist das eigentlich auch eine Tat, aber Ja, aber du weißt, wie ich es meine, gell? hm, So, weil davor steht ja auch körperlich. Also, ja. naja. Ja, auch Rainer nicht ist ja immer auch der Meinung, dass Worte mehr verletzen, also bei seinem Mobbing-Thema und so, als wenn er aufs Maul bekommt. Ja, So. das ist ja gut, ja. Dann wissen wir ja, dass wenn man ja mal eine aufstreicht, ist nicht so schlimm, ne? Dann soll ja gut sein. Dann darf er ja froh sein, dass man ihn nicht beleidigt hat stattdessen. Ne? Das wäre viel schlimmer gewesen. Richtig. Aber es ist ja auch, Mobbing ist auch das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, laut Rainer, gell? Also Ja, das ist, und es gibt es auch schon seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten. Das ist die schlimmste Erfindung der Menschheit. die ganzen Das, Insassen in Guantanamo Bay, immer wenn sie gewaterboardet werden, die liegen dann da und denken sich, Gott sei Dank werde ich nicht gemobbt, der arme Rainer Winkler. Weißt du? na, ohne Witz. Erstmal ein paar Pesos spenden. Was heißt denn Barne? immer die Energie, die wir in uns und um uns spüren, wahrnehmen kann. Manche vergessen oder ignorieren diese. Manche spüren sie durchgehend und andere gar nicht. Manche spüren sie nur zu Das Raten, Rainer ist ein ganz besonderer Mensch und der kann die Energie ganz, ganz, ganz besonders spüren, immer. Ne? Er weiß immer, dass Mhm. sie da ist und so. Das hat so Sektenblabla, oder? Er ist der Guru und die Leute kommen dann und er bringt ihnen bei, wie man dann die Energie besser spüren kann. Aber das funktioniert nur, wenn man Snooze mit dem macht. Ich glaube, darauf bezieht er sich gleich, weil ich lese hier so ein Wort. Okay. Oh ja, ich lese es auch. Ja. bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Handlungen. Beispielsweise beim Musikhören beim Sex oder auch wenn sie traurig oder wütend sind. Ja, also Rainer hat keinen Sex und ist deswegen traurig und hört dann Musik. Ja, das ist richtig. Also, Ja, dann wird, und wütend ist er auch. Dann wird Gebrüll heult. Natürlich, richtig. ganz ehrlich, sexuelle Frustration ist natürlich, jeder von uns hat die schon mal erlebt, ist ein unangenehmer Zustand. Aber, Kavaliersschmerzen. oh ja, die sind noch schlimmer als Mobbing. Ne? Und wenn eine Frau da nicht Abhilfe schafft, dann ist das Hate und Mobbing. Auf jeden Fall. Ja, Ja, direkt wegsperren. nee, aber Das sexuelle ist, Frustration kann aufs Gemüt schlagen. Ne? ja, das sieht man ja bei ihm sehr gut. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen. Bei mir war es während der Pandemie. Ich habe mich kurz vor der Pandemie von meiner Freundin getrennt damals. Und dann konntest du ja jahrelang irgendwie niemanden kennenlernen. Das war nicht gut. Ja, da war ich schon öfters ein bisschen matt. Mhm. Aber ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn du 35 Jahre alt bist und diese Noch nie praktisch hattest. seit der Pubertät permanenter Dauerzustand ist. Weißt du, ich habe mich auch immer gefragt, woher weiß Rainer denn überhaupt, ob ihm Sex Spaß machen würde? Er hatte ja noch nie. Also Ja, gut, von daher, keine Ahnung. Da sind wir wieder bei den Hamster-Seiten, ne? Wenn er hat ja reichlich 5 gegen Willi-Erfahrung und
Da kannst du dann schon drauf schließen, dass du sagst, hey, 5 gegen Willi, das ist schon gut, ha? Und, Ja, aber da ist ja dann noch eine andere Person dabei. Im Normalfall. ja. Ja, das ist Und ja besser, Rainer und dann Menschen. musst du es nicht selber machen. 5 gegen Willi ist harte Arbeit. Ja? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ne. Das ist einfach nur eklig. Generell sind Emotionen starke Katalysatoren, um die Energie verstärkt wahrzunehmen. Ich frage mich, ob er dann Katalysatoren, ja, Rainer, okay. ob er beim Bimsen auch zuerst noch irgendwie sich hinhockt und Fettbämme frisst. Ha? Im Übrigen, liebe Grüße gehen raus an meine Zuschauer aus Sachsen. Fettbämme fressen ist einer meiner Lieblingsbegriffe für das. Da haben wir tatsächlich kein schönes bayerisches Äquivalent dazu. Danke dafür. Wofür steht das? Fettbämme fressen, das ist Butterbrot essen. Ah, okay. Oder Schmalzbrot. Der Glaube an Energie in und um uns ist nichts Unbekanntes. Ich-Asien nennt man es Qi oder Chakra. Ich-Asien. Wobei letzteres genau genommen Ich-Asien, du Europa. Aber ich mache Klamotten, du kaufe Autos. Energiepunkte selbst im menschlichen Körper beschreiben und nicht die Energie selbst. In Europa und westlichen Ländern wird es als Mana bezeichnet. Energie, die zwar als... Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber Mana, kommt es nicht eigentlich aus Videospielen? War das davor auch schon so ein Begriff aus so Esoterik und diesem ganzen Zeugs? Hab da keine... Also ich kenne es auch nur aus Videospielen. Lustigerweise, ich spiele zurzeit ja wieder Visions of Mana. Weil das ist ein neues Game in dieser Mana-Reihe. In Japan hießen die Seiken Densetsu. Und das erste, was ich gespielt habe, war Anfang der 90er Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Bis heute eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Da ist jetzt ein neuer Teil rausgekommen, den spiele ich aktuell. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Wort ursprünglich herkommt. Da habe ich gar keine Kuh drin. Okay, es kommt aus austronischen Sprachen. Was weiß ich, was das heißt. Ja, okay, es kommt also nicht ursprünglich aus Videospielen. Okay. Zwar als Ursprung und Kraft für Zauberkräfte, gilt aber auch eben die Energie in und um uns beschrieben. Anders als viele andere glauben wir aber nicht an positive oder negative Energie. Im Asiatischen gibt es Yin und Yang oder Gut und Böse. Wir glauben aber nicht, dass Energie gut oder böse ist. Ey, wie oft will er das denn noch sagen? Das sagt er bestimmt zum 6. oder 7. Mal jetzt. Ja, das ist der Wiederholungslord. Ich weiß auch nicht. Dem muss brutal langweilig gewesen sein jetzt in dem halben Jahr, in dem man nicht auf die Leute angebettelt hat. Ha? Ja, richtig. Also guck mal, ja, wir werden es gleich hören. Da wiederholt er sich nochmal. Das mit diesem in andere Richtungen, bla bla bla. Okay. Aber dann mach du mal kurz Play. Ich hab die weiter auf dem Ohr, ich muss mal echt bloß schnell irgendwie eine halbe holen, weil ich halte das sonst nicht aus. Okay. Licht und Schatten hat. Oder wie man es benennen möchte. Vielmehr glauben wir, dass unser eigenes Handelns Energie erst in die eine oder andere Richtung geht. Die Energie selbst bleibt zwar neutral, aber durch die negative oder positive Handlung von uns selbst nutzen wir sie für Gutes oder Schlechtes. Die Energie ist neutral, da hat sie einiges mit seiner Stimmung gemeint. Und schon wieder, gut und böse ist ein Begriff. Ey, die ganze Zeit Wiederholung. Ey, sei halt eine Scheiße. Wir machen die Scheiße jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde. Wir sind bei Minute 8. Ja, also. Mhm. Um es einfacher zu sagen, Gut und Böse ist ein Begriff von uns Menschen. Wir glauben, Gutes oder Böses zu tun, aber unser Handeln selbst ist je nach Blickwinkel richtig oder falsch. Blickwinkel. Hat der Blickwinkler geschrieben? Ne, Blickwinkler. Okay, ich hab Blickwinkler verstanden. Bei der gleichen Handlung. Oder anders gesagt, was für mich richtig und gut ist für jemand anderen, vermutlich schlecht und böse. Ja, vermutlich. Wir streben nach... Immer. Immer. Die Dinge, die du in den letzten 12 Jahren gemacht hast, die du als richtig und gut empfunden hast, waren alle AIDS. Ja, denk mal ans Indigo-Bärchen, als sie da im Bad bedrängt hat und er dann sagt, er wollte ihr ja nur was Gutes tun.
Das ist, Mhm. das ist, das ist so eine widerliche, perfide Geschichte einfach. Das Ja. ist, stell dir das mal bei anderen Leuten vor. Ich checke nicht, dass der Mann nicht schon lange im Knast liegt. Stell dir vor, irgendein Triebtäter, der im Stadtpark nachts irgendeine Frau überfällt und dann steht er vor Gericht und sagt, ich wollte ja nur was Gutes tun. Die hat ein bisschen unterfickt ausgesehen. Na, also so denkt er. Wild. Nach einer Welt, Prost, by the way. nach einer Welt, in der wir einander Prost. respektieren und achten. Dass man sich mal im Ton vergreift. Dass man mal jemanden schadet, ob absichtlich oder unabsichtlich, liegt bedauerlicherweise in unserem Wesen. Aber wen wir uns als intelligente Spezies betrachten, können wir jeden Tag danach streben, uns besser zu verhalten. Wichtig ist niemanden. Ich weiß nicht, glaube nicht, dass es in unserem Wesen liegt, Leute absichtlich zu verletzen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, schreibt der andere Wesen oder Menschen? Ja, okay, Jemanden absichtlich ja, schadet. okay. Dann. Wesen. Nee, es liegt, glaube ich, nicht im menschlichen in Natur, andere Menschen zu töten Nee. oder zu schlagen oder sonst irgendwas. zu schaden, weder anderen noch uns selbst und vor allem nicht absichtlich. Wen man einen Fehler gemacht hat, ist es wichtig für uns und unsere Gemeinschaft, dass man sich entschuldigt. Also, Auch etwas, das Rainer noch nie getan hat. hat sich noch nie wirklich ehrlich für irgendwas entschuldigt. Nee. Noch nie. Es kam. Aber er sagt immer, er hat es schon 1000-mal gemacht, gell? Ja, genau. Also, es kommen immer diese Nicht-Entschuldigungen, die so Narzissten halt immer bringen. Dieses, boah, wie oft muss ich mich denn noch entschuldigen? Einmal würde reichen, Digga. Einmal. Ja. Ja, oder er fängt sein Entschuldigungsvideo so an, was ich da gesagt habe, tut mir nicht leid. Ja, oder dieses, ja, tut mir leid, aber. Ja, genau. Erinnere dich mal an die Wien-Aussage, also Ja. das Video danach, was ich da gesagt habe. Dafür entschuldige ich mich nicht. Ich war vor kurzem in Wien und zwar genau am 2. November. Mhm. Und wir sind da auch an dieser Stelle vorbeigegangen, wo die diesen Gedenkstein hingesetzt haben, da kurz vor dieser Judentreppe ist es, glaube ich, oder unter dem Baum, da wo das angefangen hat, wo der Amoklauf angefangen hat und das erste Opfer auch gestorben ist. Ja. Und da haben Leute sind davor gestanden und haben da Blumen und Kerzen hingetan und 4 Jahre später, mir ist schon ein wenig irgendwie auch ne, kalten Rücken runtergelaufen, da zu sein. Gerade an dem Tag. Und das ist. Ja, das glaube ich. Und es hat mir in dem Moment noch wütender gemacht, wie urrespektlos Rainer mit diesem Thema umgegangen ist. Also ich war davor schon wütend deswegen, aber wenn du dann da stehst und du kriegst das mit und es ist am Jahrestag und da sind Bilder von den Leuten, die da hingelegt wurden, das ist harter Tobak. Und dann kommt hier so ein fetter Dirnenspross aus Mittelfranken daher und labert einen. Ey. Da wird bei mir die Stimmung neutral. Ja, filmt sich dabei und stellt es dann ins Internet. Also er ist wirklich so ein widerlicher Mensch. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Menschen. Manche bewusst, die meisten unterbewusst, lenken ihre Energie in positive Ja, das hatten oder wir doch jetzt negative auch schon, Bahnen. Rainer. Bewusst positive, größtenteils, wen man jemanden versucht aufzuheitern. Ja, zum Beispiel mit Negativ. Vergenusswurzelung. Ha? Bewusst, wen man jemanden angreift, ob mit Worten oder körperliche Berührung in Also übrigens, weil das auch manche Leute triggert. Das Vergenusswurzelung sagt man nicht, um das zu verharmlosen, sondern einfach, weil YouTube einem sonst die Prügeln ausschmeißt. Ha? Ja, es gibt so bestimmte Worte, die triggern halt YouTube, also diesen Algorithmus, der das Ganze überprüft, genau wie, ja, Amoklauf. Es ist, ja, das beiden sind halt so Fällen Sachen. ist ersteres länger schmerzhafter, falls die Wunden, die geschlagen wurden, überhaupt je verheilen. Worte haben mehr Kraft als der stärksten Schlag. Nein. Den Spruch, Nein. die Feder ist mächtiger als das Schwert, von Edward Bulwer-Lytton kennt heutzutage fast jeder. Naja, es ist so dumm.
Es ist so grenzdebil, behindert, das kannst du dir nicht mehr aus. Also zum einen, ganz ehrlich, wenn mich jemand als Huso bezeichnet, ist mir das vollkommen wurscht. Ja, das kann mir massiv am Arsch vorbeigehen. Ne? Wenn mir aber jemand irgendwie mit der Metallstange eine über die Rübe zimmert, dann kann ich davon gehen. Das ist mir dann nimmer wurscht. Also ist das erste schon mal Bullshit. Und die Feder ist mächtiger als das Schwertsatz. Der ist nicht wortwörtlich gemeint. Da sind wir wieder bei der Manipulation. Zum Beispiel, dass du mit so einem Buch wie der Bibel die Massen bewegen kannst, damit die dann Schwerter in die Hand nehmen und für dich Leute umbringen, damit du dann einen Vorteil daraus hast. Dadurch, das ist damit gemeint, dass du das findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ja, die Feder ist mächtiger als das eben, Schwert. das ist eine Beeinflussung. Du kannst mehr erreichen mit Worten, als wenn du selbst das Schwert in die Hand nimmst und irgendwas tust. Ne? Ja, das sagt der mit dem Zelda-Schwert auf dem Hof stand. Ja, und das Er hat doch mit einer Feder rausgegangen. Und es bedeutet nicht, dass tatsächlich wirklich Worte schädlicher sind als Schwertwunden. Das ist so behindert einfach. Ja, absolut. Er hat schon beschrieben, dass es keine körperlichen Wunden sind, die einen dauerhaft schaden und verletzen. Ach ja? Wobei natürlich auch das geht. Frag mal Jamie Lannister. Schlimmer ist dennoch das geschriebene oder gesprochene Wort. Das Berühren eines anderen Lebewesens verstärkt aber auch die Energie, die man einem anderen Lebewesen entgegenbringt oder empfängt. Ob man nun eine Katze oder einen Hund streichelt. Lass Katzen und Hunde aus dem Spiel. Ja, alle Tiere. Ja. Verpiss dich einfach, Rainer. Halt einfach dein dummes Maul. Ich will kein Wort mehr über irgendwelche Tiere aus deinem Mund hören. Was einen meistens selbst hilft oder einen Menschen aufmunternd eine Hand reicht. Eine besonders starke Energie wird freigesetzt, die meist sehr positiv ist, wen auch nicht immer, wen man eine intime Berührung hat. Das hat er sich gedacht, oder? Jedes Mal, wenn er da X-Hamster 5 gegen Willi, ne, hat er sich gedacht, boah, krasse Energie, die da jetzt freigesetzt worden ist. Es ist unglaublich. Sex ist etwas, das sowohl Körper als auch Geist befreien oder versklaven kann. Es gibt nicht wenige Männer und Frauen, die Sex als Waffe einsetzen. Rainer ist unbewaffnet. Nee, also Rainer, er versteht aber auch nicht, was damit gemeint ist. Dass das eingesetzt wird, um irgendwelche Verhaltensweisen oder sowas zu triggern oder zu bekommen. Ja. Von daher. Ja, das ist halt unterschiedlich. Bei Frauen ist das so, da wird Sex als Waffe eingesetzt, um halt das Verhalten des Gegenüber zu manipulieren, häufiger. Ne? Und ja. Bei besagten Tätern im Stadtpark wird es eingesetzt als Machtmethode. Ne? Einfach um einfach Macht über jemanden auszuüben. Und Leute, die sowas machen das oft nicht aus Fortpflanzungstrieb, sondern aufgrund von irgendwelchen Machtfantasien. Richtig. Der körperliche Kontakt verstärkt die Energie, die zwischen Lebewesen ausgetauscht wird, um ein Vielfaches. Auch negativ, wen man geschlagen oder anderweitig misshandelt wird. Körperlich ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Es sind nicht nur seelische Misshandlungen, die zu permanenten psychischen Schäden führen können. Aber jetzt labert er doch genau das Gegenteil von dem Schmarren, was er in dem vorherigen Absatz gesagt hat, oder? So habe ich das jetzt auch irgendwie verstanden. Davor hat's geheißen, ja, hier Worte sind viel schlimmer und die Wunden, die heilen nie, etc. bla bla, Feder ist mächtiger wie das Schwert, hin und her. Und hier sagt er jetzt genau das Gegenteil. Ja, hör mal weiter. Ich glaube, er wird da sogar noch deutlicher. Das sind teilweise die Dinge, die einen größeren Schaden anrichten. Ja, guck. Ach so, nee, kommt, ich hab mich verlesen gerade. Okay. Es gibt aber neben Sex, was körperlich und mental angreift, aber noch andere Dinge, die Energie
Bist du schon mal körperlich und mental von Sex angegriffen worden? Dem Konzept? Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie er das meint. Ich glaube, Sex hat in seinem Hotel angerufen und Pizzen hinbestellt. Der Gino. Vielleicht hat er diese ominösen Erfahrungen mit Männern, von denen er mal spricht. Vielleicht hat er die ja mit dem Gino gehabt. Das war so eine Pizzaboten-Geschichte. So, oh, ich habe jetzt aber leider kein Geld, um meine Pizza zu bezahlen. Kann man das irgendwie anders regeln? Und jetzt sind wir mal ehrlich, dieses Ich hab kein Geld, das ist halt schon fett realistisch bei Rainer. Da hat der Gino gesagt, bene, ha? Ja, der Gino, der war auch ein krasser Typ. Ich hab da auch mal angerufen. Es war ganz lustig. Was hast du da, wie lief das ab? Ja, ich habe gefragt, ob ich eine Pizza bestellen darf für Rainer Winkler. Und was hat der Und Gino er hat halt, ja, er ist ein bisschen ausgerastet und hat dann aufgelegt. Das soll selbstverständlich kein Aufruf sein. Ja, aber war das nicht in dieser Y-Kollektiv-Doku, wo sie gesagt haben, der hätte irgendwie Zehntausende Euro Schaden gehabt durch diese Pizzabestellung? Ja. Aber dann ist er doch haargelddumm, oder? Spätestens nach der zweiten Fake-Bestellung liefere ich halt einfach keine Pizzen mehr an Rainer Winkler. Fertig. Ja, ich glaube aber, das ist ein bisschen anders gewesen. Und zwar, wenn du Pizza bestellst. Du kannst ja einfach da anrufen und sagen, ja, du willst, was weiß ich, 3 Salami-Partypizzen, fertig. Und du kommst dann abholen. Und dann kommst du halt einfach nicht. Weil ich glaube nicht, dass der geliefert hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem nicht 1000-mal an Rainers Adresse. Ich glaube, da haben halt wirklich einfach Leute angerufen, Pizza bestellt zum Abholen und haben es nicht geholt. Ja gut, das ist Also- natürlich einfach super assi. Ne? Weil das hat Ja. das hat ja mit Rainer überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Genau, und der hat da auch irgendwie sowas gesagt, er kann nicht jedes Mal irgendwie nach der Nummer fragen. Ich weiß es nicht. Hm. Also, nur so kann ich mir das erklären. Ja. Also, dass halt wirklich Leute, was weiß ich, für 80 Euro Pizza bestellt haben und es dann nicht geholt haben. Was halt schon assi ist. Das ist super assi. Leute, macht sowas nicht, das ist assi. Ja. Energie Ja. positive und negativ nutzen können. Wen man beispielsweise sein Leben lang zu hören bekommt, was für ein schlechter Mensch man ist. Ja, dann sollte man sich mal Gedanken machen. Wenn dir dein ganzes Leben lang alle Leute sagen, dass du ein Huso bist, dann sollst du vielleicht dann mal reflektieren, ob es so ist und dann gegebenenfalls dein Verhalten ändern. Also, Richtig. Alter, wir sind glaub, schon wir waren bei zwangsläufig 57 selbst Minuten Aufnahme und wir sind erst 10 Minuten in diesem Drecks-Video. Das sind noch über 4 Stunden übrig. Ja, es wird ein Mammutprojekt. Das ist ein CS-Ding auf jeden Fall. Aber lass Mhm. auch wenn nochmal. es eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem, und das ist gerade heutzutage meist der Fall, können solche Worte einen Menschen leicht in eine Depression stürzen. Das Internet ist für Menschen, die solch negative Energie formen und verbreiten, geradezu geschaffen. Wir glauben, dass jedes Lebewesen gleichgestellt ist. Ein Tier ist genau so viel wert wie ein Mensch und andersherum. Das würde ich jetzt. Er bezieht es ja jetzt auf seinen Glauben, dann macht es aber doch keinen Sinn, dass man dort Fleisch isst. Ist richtig, ja. Oder isst man dort auch Menschen? Also, Gleiches Recht für alle. Ja, das ist, ja, genau. ja, doch, also entweder ist das eine Kannibalensekte, die er da gründen will, oder er hat halt wieder Dünnschiss verzapft. Macht wieder keinen Sinn. Was hat er davor noch? Ich wollte da irgendwas sagen, auf Pflanzen, blablabla. Das kommt, glaube ich, noch, oder? Ja, aber ich. Ah ja, genau. Das Internet ist für Menschen, die solche negative Energieformen und verbreiten, geradezu geschaffen. Das ist richtig und das ist auch sowas, was ich immer nicht check, wenn es immer heißt, ja, hier Mobbing im Internet, bla 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 bla. Das Internet ist so, wie es ist. Das wird sich nicht ändern lassen. Wir müssen nur den Leuten das nötige Handwerkszeug mitgeben, dass sie da zurechtkommen. Ne? Wenn ich eine Expedition in die Wüste mache, dann weiß ich muss einen Sonnenschutz mitnehmen, ich muss genügend zu trinken mitnehmen, ich muss
gewisse Vorbereitungen treffen, damit ich da rein und lebendig wieder rauskomme. Und das ist im Internet nicht anders. Wenn ich mich ins Internet begebe, offensiv und da Dinge von mir preisgebe, dann muss ich vorher wissen, worauf ich mich einlasse und vorher wissen, wie ich dann mit den Kritiken umgehe, die dann zwangsläufig kommen, mit Hatern, die zwangsläufig kommen, mit dieser ganzen toxischen Güllegrube, die das Internet darstellt. Und wenn ich das halt nicht schaffe, dann mache ich, also zu dumm dazu bin, dann mache ich halt nicht Internet und dann gehe ich halt nicht in die Wüste, sondern dann bleibe ich halt zu Hause und halt mein fettes, dummes Maul, oder? Richtig. Dennoch gehört der Glaube, dass man kein Fleisch essen darf, weil ein anderes Lebewesen dafür stirbt, nicht zu unserem Glauben. Ja, toll. Auch Pflanzen sind lebendig. Sie können sterben, genau wie wir. Ihre Lebensform ist anders als unsere, was nicht bedeutet, dass sie weniger wert sind. Wäre das wahr, was er da gerade sagt, dann wird es für Veganer eng. Ne? Ja, die dürfen einfach nichts mehr essen. Nix, wie das bei den Simpsons, ich bin Veganer der 5. Stufe, ich esse nichts, was seinen Schatten wirft. Aus dem Film, glaube ich, ist das, gell? Nee, das Oder? war nicht im Film, das war irgend so ein komischer Hippie-Dude, Lisa verliebt sich in den, das ist eine uralte Folge, die ist 20 Jahre alt oder so. Ah, okay. Da man leben will, muss man auch essen. Selbst Pflanzen töten Lebewesen, um zu überleben. Alle. Es gibt eine Vielzahl fleischfressender Pflanzen. Wir sehen keinen Unterschied zwischen einem pflanzlichen oder einem tierischen Leben. Natürlich wollen wir aber nicht, dass ein anderes Lebewesen unnötig leiden muss. Das heißt, der kocht den Salat nicht, oder was? Das ist ein dummes Geschwätz. Niemals den Salat lebendig noch ins heiße Wasser werfen. Das ist Genau. Salatquälerei. In der Natur gibt es viele Lebewesen, die ihre Beute schmerzhaft und grausam töten und teilweise sogar noch lebendig fressen. Wir als intelligente Lebensform können das, auch wenn es das Leben nicht weniger leicht macht, möglichst schmerzfrei beenden. Auch wird nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Wir verzichten nicht vollkommen darauf, aber wir müssen auch nicht täglich welches essen. Vollkommener Verzicht kann zu Frustration führen. Es ist gesünder für Körper. Und wir wissen alle, die Frustrationstoleranz bei unserem Herrn Wingel, die ist praktisch non-existent. Ne? Richtig. Und das vollkommener Verzicht kann zur Frustration führen. Das ist halt auch einfach so eine Kopfsache. Weil ich glaube nicht, dass alle Vegetarier immer nur frustriert sind, weil sie kein Fleisch essen. Das glaube ich nicht. Ich sag's ja, wie es ist. Ich hab in letzter Zeit wirklich mich oft gehen lassen, viel wieder gefressen. Ich glaube, 4-5 Kilo zugenommen wieder. Von den 17, die ich abgenommen habe. Ich muss jetzt wieder mehr verzichten, aber wenn das dann auch wirkt, wenn du ein bisschen verzichtest und du nimmst dann ab und du hast dann, du weißt, es wäre unnötig gewesen, jetzt gerade Pizza zu bestellen. Es wäre unnötige Geldausgabe gewesen, unnötige Kalorienverschwendung im Endeffekt. Weil du mit einem Salat mit ein bisschen Carbs drin genauso gut satt geworden wärst und es gesünder für dich ist. Wenn du das dann schaffst und diese Selbstbeherrschung gehabt hast, dann löst es oft auch eher ein Glücksgefühl aus. Also das Gegenteil von Frustration, weil man gesagt hat, ich hab mich im Griff. So, ich habe das geschafft. Ich habe was gemacht, was gut für mich ist und habe nicht einfach nur jedem Impuls nachgegeben, mir jetzt gerade irgendwas Ungesundes in die Goschen zu stopfen. Ja, weil es ist doch wirklich, also so kenne ich das manchmal, du hast einfach so gerade Bock auf irgendwas. Du ballerst dir jetzt eine Pizza rein und dann siehst du diesen leeren Teller und denkst, du Fettsack. So, also, vor allem ist es das oft hätte einfach jetzt nicht sein vollkommen müssen. irrationales Ding. Sonst, Ja, wo einfach genau. nur so dieser Hypothalamus im Gehirn sagt, ich will jetzt Fett und Salz und viel. Ne? Und dann so, ja, okay, Gehirn. Ja, genau. Und danach guckst du den leeren Teller an und denkst, ja, und danach scheiße, hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Und danach sagt dasselbe Gehirn, du fettes Stück Scheiße, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ganz genau. Körper und Geist, Dummes Gehirn. wenn man eine ausgewogene Ernährung zwischen Pflanzen und Fleisch pflegt. Das Leben zu respektieren bedeutet nicht, das eigene Leben zu missachten. Es gibt einen Grund, warum. Im Übrigen der Satz, wenn man eine ausgewogene Ernährung zwischen Pflanzen und Fleisch pflegt, bedeutet sinngemäß, ich sitze in einem Raum, in dem sehr viele Pflanzen und sehr viel Fleisch sind
und ernähre mich da drin dann ausgewogen. Ja. Herr Winkler, hätten Sie doch ein bisschen im Deutschunterricht aufpassen müssen. Mhm. Warum wir Lebewesen sind, die sowohl Fleisch als auch Pflanzen essen können. Die Energie eines Tieres oder einer Pflanze geht auf uns über, damit wir weiterleben. Gleichzeitig nutzen wir sie, wodurch sie auf unsere Umgebung übergeht. Wenn wir irgendwann sterben werden, die Energie, die in uns ist, auch wieder andere Lebewesen am Leben erhalten. Das nennt man Kreislauf des Lebens. Wenn wir als Menschen... It's a circle of life. Rainer hat am Vortag wahrscheinlich wieder König der Löwen gesehen. Ja, also, wenn man stirbt, dann geht die Energie in jemand anderen über, hat er ja hier geschrieben. Ja. Und wie? Ja, das ist Weil keine Ahnung, davor ich glaube, bei hieß den es, wenn man Inkas den- war das wenn so, man wenn du isst- das Herz deines Feindes isst, dann kriegst du seine Kraft oder so. Ja, super. Oder Dann bei gehe den ich später auch Mayas. zum Kaufland und hol mir so eine Packung Hühnchenherzen. Das Mhm. gibt's ja da. Da wirst du danach mutig wie ein Huhn sein. Ja, genau. Also so wie Rainer. Ich glaube, Rainer frisst jeden Tag Hühnchenherzen. Lebewesen, die Pflanzen und Fleisch konsumieren müssen, um gesund zu bleiben, auf Fleisch verzichten erzeugt, auf lange Sicht ein Verlangen. Ob bewusst oder unterbewusst kann, nicht muss, die zu Frustration führen, was negative Gedanken und damit Energie in negative Bahnen lenkt. Daher glauben wir, dass man nicht vollkommen auf Fleisch verzichten muss, genau wie auf andere Dinge. In manchen Kulturen wird beispielsweise Sex oder Arten von Sex als unrein angesehen, besonders außerhalb der Ehe. Es ist in diesen Kulturen und/oder Religionen nicht ungewöhnlich, dass man Sex daher lediglich als Zeugungsmittel für Kinder nutzt. Ja, das ist halt ein Kontrollmechanismus in diesen Religionen. Also du musst halt, wenn du es mal geschafft hast, jemanden so sehr zu kontrollieren, dass er seine tiefsten Triebe ignoriert, dann hast du ihn halt voll in der Hand, dann macht er alles, was du willst. Das ist halt eine Manipulationskontrollfickerei von irgendwelchen Glaubenstullis. Aber das ist ja im Endeffekt auch das, was Reini da machen will. Nur in die andere Richtig. Richtung. Also bei den Christen ist es so, du hast Bock, aber du sollst es nicht tun. Da ist der Kontrollmechanismus und bei ihm ist es genau, du hast keinen Bock, aber du musst es trotzdem tun, weil du bist in seiner Kommune und da hat schafft er an. Ja. In den meisten Kulturen wird beispielsweise Analsex oft als falsch angesehen, genau wie viele andere sexuellen Praktiken. Meistens sogar als falsch gepredigt, falls man sich überhaupt traut, darüber zu sprechen. Sex ist in den meisten Kulturen sowie in den meisten Religionen, wie auch in der Gesellschaft, ein Tabuthema, über das Wen überhaupt nur flüstern, zu zweit in der Ehe oder gar nicht gesprochen wird. Ich weiß jetzt nicht, guck mal, es stimmt, ja, Religion, da sind manche Themen, ja, tabu, ja, das stimmt schon irgendwie. Aber wenn man jetzt Angehöriger einer Religion ist, dann ist man ja nicht nur das. Man hat ja das ist ja nur der Glaube. Es ist ja nur ein Teil vom Leben, Das ist nicht von seinem ganz, Alltag. das ist nicht ganz richtig, das ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Religion das ist und wie krass du fanatisch bist in die Richtung. Ich habe neulich am Busbahnhof einen Typen gesehen, der hat so einen Rucksack gehabt, da ist immer so eine Schrift gelaufen, so, ja, keine Ahnung, Jesus ist für deine Sünden gestorben, lebe du für ihn, bla bla bla. Der hat sich dann da hingesetzt und hat irgendwie Pommes gegessen und hat dann vorher noch ein mordstes Ritual gemacht, wie er da gebetet hat und hat richtig so ein, als er da vor seinen Pommes saß und gebetet hat, so einen fanatischen Blick so einen Psychoblick gehabt. Also, das ist dann, ne, ich meine, klar, die meisten Leute, die gehen dann mal in die Kirche oder sonst irgendwas und sind halt so, ne, Larifari gläubig, aber es gibt schon Leute, für die ist dann das der komplett reine Lebensinhalt. Warte mal ganz kurz, Ja, und kurz das Pause ist machen, bei traurig. mir hat es gerade geklingelt. Ich pausiere kurz Jojo. die Aufnahme. Bei mir war die Post gerade da, aber wir gehen weiter. Möglicherweise sind das mittlerweile in den meisten Ländern schon veraltete Vorstellungen, oder?
Überraschender und bedauerlicherweise ist es auch heute noch oft so, besonders wenn es um gleichgeschlechtlichen Sex oder auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften allgemein geht. Etwas, das ebenfalls zu Frustration und vielen Arten von Problemen führen kann. Es ist ein Thema. Im Übrigen stelle ich mir einen mittleren Albtraum vor. Ne? Also wenn du in so einer Kultur lebst und du dann aber merkst, scheiße, ne? Ja. Ich bin homosexuell, ich lebe aber leider Gottes in Saudi-Arabien, so, glaube ich, also möchte ich nicht tauschen mit den Leuten. Das ist, glaube ich, wirklich belastend. Ja, gebe ich dir recht. Das offen kommuniziert werden sollte. Generell vertreten wir den Glauben, dass man allgemein offen miteinander reden sollte. Kommunikation ist ein guter Weg, um positive Energie zu schaffen. Manche Menschen, gerade in religiösen Orden, verzichten sogar ihr Leben lang auf Sex oder behaupten das zumindest. Es gibt ja immer wieder Berichte von Anhängern gewisser Glauben oder Religionen, die sich grausam oder unpassend benommen haben. Ja. Dinge Grausam oder unpassend. Also, das ist ja irgendwie auch ein krasser Unterschied. Für gewisse Religionen, sagen wir mal, wie es ist, katholische Priester und Rainer Winkler. Ne? Richtig. Die haben mehr gemeinsam, als ihm lieb wäre. Oh, ich könnte jetzt sowas Böses sagen, ich weiß aber nicht, ob ich das sagen soll. Ja, schenkst du lieber an. Ich möchte meinen Kanal Ja, noch ein okay. bisschen behalten. Okay. die auf Frustration zurückzuführen sind. Auf etwas zu verzichten sorgt nur dafür, dass man umso mehr will. Besonders da es sich beispielsweise eben bei Sex um einen normalen körperlichen Prozess handelt. Gerade männliche Körperfunktionen können auf lange Sicht zu überaus schmerzenden Problemen führen. Alter, jetzt kommt er mit seinen scheiß Kavalierschmerzen wieder daher, oder? Mhm. Ja. Auch bei Frauen kann ein permanenter Verzicht auf Sex aber ebenfalls nur schädlich sein. Körperlich sind wir nicht dafür gemacht, auf Sex zu verzichten. Was? Das ist ja ein kompletter Schwachsinn. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt einfach Kopfsache, wie man Ja. damit umgeht. Es gibt ja auch asexuelle Menschen. Ja, aber, Und so weiter. wo ich ihm ein bisschen recht geben muss, ist, es ist nachgewiesen so, dass es gerade beim Mann für die Prostatagesundheit zuträglich ist, ne? Wenn regelmäßig abgezapft wird. Ne? Ja, aber das muss ja nichts mit Sex mit jemand anderem zu tun Nee, haben. nee, Du nee, kannst nee, ja nee, auch nee. einfach einen, ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch mal gelesen, dass das für die Prostata gut ist, dass man da gelegentlich oder, ja, Im Notfall halt den Jürgen würgen, ne? ganz genau. Aber halt nicht, wenn irgendwelche 18-jährigen Mädchen, die man nicht kennt, mit ihren Kleinkindern im selben Raum liegen, ne? Und schlafen wollen. Dann eher nicht, Rainer. Nee, absolut nicht. Ob nun durch Selbstbefriedigung oder den Akt zur Zeugung neuen Lebens. Zudem sind Menschen Rudeltiere, die auch den körperlichen Kontakt zu anderen ihrer Art Rudi-Tiere. benötigen für einen seelischen Frieden. Auch ist eine gesunde psychische Verfassung an körperlichen Kontakt geknüpft. Es gab damals Das erklärt, warum er psychisch komplett im Eimer ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Einzige körperliche Kontakt, den er hat, ist, wenn er Uwes Furz riechen muss. Alter. Ah, Wenn der Uwe sich am Vortag wieder 20 Kolben eingestellt hat. ja, nach Sauerkraut und Deutschländer. Oh, das mag stinken. Ey. mal ein grausames Experiment mit 2 Babys. Darauf will ich gerade nicht näher eingehen. Ja, wenn du darauf nicht eingehen willst, dann halt dein Maul und schreib's nicht dahin, du dummer Hund. Entschuldigung. Alles Wichtig, gut. körperlicher Kontakt sollte und darf nicht vernachlässigt werden. In unserem Glauben spielt es keine Rolle, ob man verheiratet ist oder nicht. So stimmt, er erklärt uns ja seinen Glauben. Ich hab's schon gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass er seinen Glauben hier erklärt, weil er jetzt einfach nur 5 Minuten lang über Bimsen schwadroniert hat.
Man möchte fast meinen, dass diese ganze Glaubens-Huppi-Fluppi-Geschichte, dass er sich die nur zusammengerendert hat, um zu bimsen. Ja, so ist es ja auch. Nein. Echt? Deswegen, es darf nicht vernachlässigt werden. Ja, Das heißt, wenn die Mädels in dieser Kommune nicht wollen, dann schaden sie ihm bewusst körperlich. ja, das ist Also, Mobbing. ja, Das, das ist unglaublich. das steht dann wahrscheinlich irgendwie in der großen Halle, in der Kommune der Freiheit, steht so, Regeln für ein Zusammenleben. Rainer nicht zu bimsen, ist Hass und Mobbing. Erstes Gebot, ja. Ist das erste Gebot. Das ist, oh, meine Fresse. Ja, du sollst nicht nippen an deines nächsten Energy. Sich da wieder irgendwelche alten Energy-Dosen, die rumstehen, schon seit Tagen. Oh, da ist noch was drin. Ah. Es spielt keine Rolle, ob man das gleiche oder unterschiedliche Geschlechter hat. Genauso spielt es keine Rolle, wie alt man ist, solange man das Mindestalter hat. Gemeint war damit, der Altersunterschied spielt für uns oder mit unserem Glauben keine Rolle, ob man jetzt 20 und 50 ist oder beide etwa gleich alt. Das Gegenteil von Verzicht ist übermäßiger Konsum. Jedes Lebewesen Der checkt nicht mal, dass Gegenteil ein Wort ist. Mhm. hat seine Grenzen. Bist du eigentlich für oder Gegenteil? Was? So wie es hier steht? Oder ist es ein Teil, das irgendwie gegen ist? Es ist das Gegenteil. Ja, ich bin für Teil. Du bist für Teil, ja? Ja. Du bist auch ein bisschen bineugierig, oder? Ach so, so ist es gemeint. Nee, dann bin ich für Gegenteil. Ah. Grenzen. Wir Menschen neigen dazu, unsere Grenzen zu überspannen. Und wir neigen dazu, gerade wen ein langer Verzicht hinter uns liegt, zu übertreiben. Ja, also heißt es, Rainer hat irgendwie 2 Jahre nichts gegessen. Und danach übertrieben, oder was? Ja, hat er doch immer gesagt gehabt, jeden Tag. Also ich hab noch nichts gegessen. Ja, Ja. aber den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja? Fünf Bettbämmen gefressen mit 2 Zentimeter dick Schmalz drauf, aber den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ne? Ne? Genau wie vollkommener Verzicht negative Energie formen kann, so ist das auch, wem man ein Übermaß Konsum. Zum einen kann es Neid, Ein geiler Satz, oder? Ne, ein Übermaß Konsum, da fehlt doch noch ein Wort dahinter. Man kann auch sagen, bei einem Übermaßkonsum wäre ein richtiger Satz gewesen, oder wenn man ein Übermaß an Konsum konsumiert, was weiß ich. Aber so, Ein Übermaß konsumiert, ja, zum Beispiel. ey, Es ist. ja, wenn man einen Übermaßkonsum hat. Na, ich will auch gar nicht wissen, oder obwohl doch, es würde mich schon irgendwie interessieren, wie er diese Texte hier geschrieben hat. Also in welcher, ob er sich da jetzt eine Stunde hingesetzt hat und dann irgendwann mittendrin Pause gemacht hat, oder ob er immer einen Abschnitt oder ja, so ein Teil von dem Ganzen zu Ende geschrieben hat und dann irgendwann später weitergemacht hat. Oder ob er mittendrin immer aufgehört hat. Weil es sind ja teilweise Sätze drin, die in Ordnung sind und dann kommt wieder kompletter Murks. Ich glaube, das ist immer dann, wenn er über irgendwelche BIMS-Geschichten spricht, lenkt ihn das ab und dann kann er sich nicht mehr auf Schreiben konzentrieren. Und schreibt aber dann trotzdem weiter und checkt, glaube ich, gar nicht, was er für einen Schmarrn verzapft. Ja. bei anderen hervorrufen. Zum anderen lässt es einen selbst das richtige Maß nicht mehr erkennen. Außerdem führt es meistens zu Habgier, was schlecht für einen selbst und für andere ist. Das richtige Maß hat man dann nicht mehr erkannt, wenn man mit dem Wäschekorb rausgeht, um seine Pizzabestellung in Empfang zu nehmen, oder? Ja, das ist auch wild gewesen. Das ist. Komm nicht auf die Idee.
Ich weiß es nicht. Es hat bisher immer, wenn ich irgendwas für mich alleine bestellt habe oder auch für mich und meine Frau, es hat bisher immer alles in 2 Hände gepasst. So. Daher glauben wir, dass man seine Grenzen kennen und respektieren sollte. Diese eigenen Grenzen ändern sich im Laufe des Lebens unzählige Male. Da unser Glaube sich vor allem damit beschäftigt, das Leben zu genießen und möglichst glücklich leben zu können, ist es schwer, eine Ausgewogenheit zu schaffen. Es ist uns wichtig, unsere eigenen Grenzen und Schwächen zu kennen. Den wir alle haben sie. Niemand ist perfekt. Perfektion für unvollkommene Wesen, wie wir es sind, ist unerreichbar. Davon abgesehen ist Perfektion für jeden etwas anderes, genau wie gute oder schlechte Handlungen der jeweiligen Personen. Zu viel und zu wenig ist einfach, aber Zufriedenheit zu finden, das ist schwer. Wir streben daher nach dem Mittelmaß unseres Lebens, um uns und alles um uns herum nicht zu zerstören. Man will einem Menschen immer vormachen, dass Mittelmaß schlecht ist, aber Finde ich jetzt nicht. Wieso, was sollte Mittelmaß schlecht sein? Mittelmaß ist halt Mittelmaß. Ja. Ich habe auch kein Problem. Kein Problem mit Mittelmaß. Klar, so einen gewissen Wohlstandslevel will man eigentlich haben, Mhm. aber Ja, und da tut man halt auch was dafür. ja, normale Leute tun da was dafür. Einer hätte gerne Ja. das Wohlstandslevel von einem Rockstar mit dem Arbeitsaufwand von einem Bürgergeldempfänger und das haut halt nicht hin, gell? Mhm. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen mit dem Reiners Vorstellung von einer Welt ohne Geld? Alles war auch hanebüchen wild einfach. Ja, das haben wir nämlich auch gemacht im Letzt. Also wirklich, du könntest stundenlang darüber reden, was an diesem Konzept nicht passt. Du kriegst alles, was du willst, aber nichts darf irgendwas kosten. Es ist keine Ahnung. Natürlich ist es eine Utopie. Es wäre eine schöne Welt, wenn einfach alles funktionieren würde, ohne dass man diesen Geldanreiz braucht. Aber das funktioniert halt nicht. Ja? Ja, es geht halt auch einfach nicht. Es würde ja so viele Sachen gar nicht geben, weil so viele Sachen werden ja produziert für Leute, die nicht so viel Geld haben. Dann werden Sachen produziert für 0,1% der Ja Weltbevölkerung. gut, aber da muss man natürlich sagen, wenn ich bin ja selber so ein bisschen so ein kleiner Realo-Sozialist, ne? Muss man natürlich auch sagen, wenn alle Leute ein ähnliches Wohlstandsniveau hätten. Klar kann nie jeder irgendwie immer gleich sein, ne? Aber wir leben ja in Zeiten, die komplett abstrus sind, wo irgendwelche Leute Abermilliarden haben und andere Leute, die wissen nicht, wo sie das Fressen herkriegen sollen. In einer Welt, in der alle Leute ein ähnliches Wohlstandsniveau hätten, die natürlich auch nicht ohne Geld funktioniert, aber da bräuchte man dieses extrem billig Zeug nicht, weil die Leute sich das normale Zeug leisten könnten und diese extremen Luxusgüter, die braucht eh keinen Schwanz, weil ob ich jetzt in der Keramiktoilette einen abseil oder in eine Goldtoilette mit Swarovski-Steinen auf der Klobrille, das macht für meinen Schiss keinen Unterschied. Ja? Aber von der Toilette hätte ich halt andere Leute ein Jahr lang ein ganzes Dorf lang ein Jahr lang ernähren können, weißt du, wie man. Ja, natürlich. Es ist halt. Kein Mensch braucht eine Privatjacht oder einen Privatjet oder so eine Scheiße. Das braucht kein Mensch. Nee, brauchen ist halt immer so ein Ding. Das ist halt, weiß nicht, du brauchst auch keinen Fernseher. Also um zu leben. Um zu leben brauchst du was zu essen, was zu trinken und am besten ein Dach über den Kopf und eben, sowas. deswegen ist ja mein Ding, ich sage, ich bin so Realo-Sozialist, dass man sagt, einen gewissen Wohlstand, so gewisse Annehmlichkeiten, auf die wir uns alle verständigen können, dass das Sinn macht, so ein Fernseher, so ein bisschen Unterhaltung, Elektronik, was weiß ich. Ne? Aber dass man dann sagt, hier, wir haben irgendwo Grenzen, wo es einfach abstrus wird. Ne? Wo es einfach, wenn Privatleute sagen, ich gründe jetzt mein eigenes Space-Programm, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit meiner Kohle, dann wären wir irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, so, irgendwas scheps gelaufen, so, weil das Geld, die Ressourcen könnten so viel besser genutzt werden. Und
da ist halt irgendwas aus dem Ruder gelaufen, aber das ist halt, keine Ahnung. Ne? Also ich bin nicht gänzlich antikapitalistisch eingestellt. Ich halte nur, ich halte es nur für wichtig, das in gewissen Grenzen zu halten. Ne? Ja, ich denke mir auch bei solchen Sachen manchmal, es gibt auf der Welt so viele Leute, denen es einfach so extrem schlecht geht, die da verhungern, in krankester Armut leben. Und sind wir mal ehrlich, in Deutschland, uns, selbst den Leuten, denen es hier verhältnismäßig schlecht geht, geht es ja immer noch 10-mal besser als den Leuten, die in Afrika da irgendwo verhungern. Also, ich weiß nicht, was wäre dann so ein Wohlstand, auf den man die gesamte Welt anheben müsste? Also, wenn das Mhm. jetzt so wäre, wie so der Durchschnitt in Deutschland, ich weiß nicht, das würde, glaube ich, einfach nicht funktionieren, weil es einfach so viele Menschen, Milliarden von Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht als dem Ja, Mittelmaß in Deutschland. ist das aber die Sache, keine Ahnung, wenn du sagst, 5% der Bevölkerung haben 90% des Vermögens, dann bist du schon an der Stelle, wo, wenn du das umverteilst, wirklich eine deutliche Wohlstandssteigerung für 90%, 95% der Bevölkerung eintreten würde. Und ne, das Ja, kann man ja, das kann man national, auf Kommunenebene, dann national, dann international. Aber das ist, ich möchte jetzt nicht über Sozialismus reden. Das ist mir zu müßig. In Amerika haben sie Donald Trump gewählt, der Zug ist abgefahren. Das ist einfach- ja, das ist einfach so ein ja, schwieriges Thema. Ja. Ich denke auch, Alter, wäre ich jetzt von heute auf morgen Milliardär oder sowas, ich würde, glaube auch versuchen, so vielen Leuten wie möglich zu helfen, weil das ist halt einfach ein gutes Gefühl, wenn man jemandem hilft, Ja, finde ich. vor allem, wenn ich sage, hey, was soll ich denn mit der ganzen Kohle? Ne, wenn ich mir ausrechne, ich kann auf einem anständigen Wohlstandsniveau leben und da höre ich mir jetzt vielleicht ein bisschen Winkler an, aber das ist also ein kleines Hausal irgendwo, ein kleiner Garten, ne, genügend zum Fressen, dass man sich mal einmal im Jahr im Urlaub fahren kann oder sowas, es sich leisten kann, so Viecher zu halten, jetzt wie jetzt unsere Katzen zum Beispiel, und einfach so mehr oder weniger sorgenfreies Leben zu führen. Das klang, ich brauche keine 5 Autos und es muss auch keiner davon ein Ferrari sein oder sowas. Ne? Ich brauche ein zuverlässiges Auto, mit dem ich auf meine Festivals fahren kann. Und Hauptsache ein Auto, der wo fährt. ein Auto, der wo fährt, und dann hocke ich mir da hin und hocke mir in die Sonne und zwirbel mal 5 Euro ins Gesicht und bin Happy Camper auf jeden Fall. Ähm, Mhm. Was soll falsch daran sein, anderen nicht zu schaden und sich selbst aber nichts zu verbieten? Es kommt auf die richtige Dosierung an, egal um was es im Leben geht. Positives Denken sowie positives Handeln ist dafür natürlich die beste Möglichkeit. Im Leben einen selbst und andere voranzubringen, ist doch das Schönste. Sollte man dagegen nur versuchen, sich und/oder andere Negative zu beeinflussen, schadet man meist auch sich selbst. Etwas, das über die Maßen tragisch und negativ ist oder wäre. Ohne den Willen für sich selbst etwas Positives zu erreichen, kann man auch für andere nichts Positives erzeugen und damit ist man praktisch schon verloren. er versucht jetzt hier seinen gnadenlosen Egoismus zu relativieren. Ne, ich mache das Ganze hier, Leute im Internet, um Geld zu betrügen, nur damit es mir besser geht. Und wenn es mir besser geht, kann ich dafür sorgen, dann, dass es anderen Leuten besser geht. Also wenn es dann mal so weit ist, noch nicht so weit, aber wenn es dann mal so weit ist. Ne? Ja. Der gute Samariter. Mhm. Das ist so wie diese Masche von wegen der nigerianische Prinz so, möchte er Millionen überweisen, aber davor musste er mal 5.000 überweisen, damit er checkt, dass seine Bankverbindung richtig ist oder so. Ja. Vielleicht hat Jedenfalls Rainer das auch sehen mal wir das gemacht. so. Denkt Wahrscheinlich. an andere, aber auch an euch selbst. Auch hier ist wieder ein Mittelweg der Schlüssel zu einem glücklichen und guten Leben und zur positiven Energie. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, da jetzt hier ein neuer Punkt anfängt und wir schon seit 1,5 Stunden dabei sind, wir wollten eine machen, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, oder? Ja, hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, es ist ein guter Punkt zum Cut machen, weil ein neuer Abschnitt anfängt. Ja. Und ich hätte jetzt auch noch gar nicht gedacht, dass der eine so extrem lang ist.
Ja, es ist auch gar nicht so extrem lang. Wir sind seit 18 Minuten und 57 Sekunden im Video und haben daraus jetzt 1,5 Stunden Video gemacht. Ja, okay. Ja, okay. Gut, dann. Ja, war gut, war witzig. Ja, auf jeden Und Fall. erschreckend. Es ist, wir sind jetzt schon tief im Rabbit Hole drin. Aber leider Gottes nicht auf Pappe, so Alice im Wunderland mäßig, sondern eher so Horrortrip. Ja. Na gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass du Zeit hattest, das mit mir durchzunehmen. Und Ja, klar. freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und dir lasse ich das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Leute, lasst dem guten Mann ein Abo da und Kommentare. Vor allem witzige Kommentare und eure Gedanken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Medloff. Hello.